Ja, wenn du mich gern hast, dann würdest du meine Schäfchen hüten. Ich werde euch in den Bibeltext Johannes 21 ab Vers 15. Und da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus sprach zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Sicher ein spezieller Text in der Adventszeit, wo es eigentlich darum geht, eben, dass ein Baby auf die Welt kommt, dass etwas anfängt und hier scheint es, als dass etwas aufhört. Aber es ist eben gerade genau so ein Text, der uns darauf hinweist, es geht weiter. Es geht weiter. Es kommt etwas Neues und etwas, das eben mit dem kleinen Baby in der Krippe angefangen hat. Wir sind jetzt schon längere Zeit hier in der Helsen Frutigland mit dem Johannesevangelium unterwegs. Und es ist ganz interessant, der Simon Schranz hat uns das letzten Sonntag auch schon darauf hingewiesen, dass eigentlich das Kapitel 21 hier so wie ein Anschluss ist oder eine Zugabe oder wie, wenn man früher einen Brief geschrieben hat, wo man dann untergeschrieben hat, PS, es ist nach lieben Grüßen, Christian, ist immer noch etwas in den Sinn gekommen, was man noch schreiben wollte und dann hat man dann noch PS hergeschrieben. Das muss man ja heute bei den E-Mails nicht mehr machen, da kann man einfach nochmal oben reinklicken und nochmal reinschreiben. Aber früher hat man das etwa noch gemacht. PS, was mir noch in den Sinn gekommen, was ich noch sagen wollte. Es wird auch viel darüber diskutiert, wenn das Johannesevangelium geschrieben ist worden. Und es gibt eigentlich die meisten Leute, die sagen, ja, der Johannes, das ist der zuletzt noch geschrieben hat. Aber mir ist aufgefallen, oder es wird auch uns auffallen, wenn wir im Johannesevangelium unterwegs sind, der Johannes ist sehr
ein präziser, sehr genauer. Man kann eigentlich sagen, er ist der relativ genau auch die Abläufe weitergibt, wo vielleicht die anderen Evangelisten mal etwas, das ist Jerusalem und er ist schon mal dort und anders thematisch das ordnen. Und da habe ich gedacht, irgendwie der Johannes, der muss das sehr gut im Kopf haben. Vielleicht hat er schon Notizen gemacht, während das mit Jesus unterwegs war. Aber jetzt hier, der Text, den ich euch jetzt vorgelesen habe, das ist wie etwas, das wirklich später ist gekommen. Grüß euch. Etwas, das jetzt am Johannes aufgeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Geschichte ist oder eine Begebenheit, die am Johannes ist in den Sinn kam, wo er gehört hat, dass der Petrus verurteilt ist worden und hingerichtet worden. Also ich kann nicht 100%ig sagen, das sei so, aber es ist etwas, wo wir, wenn man den Text so liest und sich so überlegt, wieso kommt das noch hinten dran, dann könnte das ganz gut so sein. Und das ist jetzt wieder etwas, wo ich ganz sicher glaube, dass es so ist. Der Johannes hat sich damit auseinandergesetzt, wie ist das mit dem Petrus weitergegangen. Aber der Johannes hat sich auch gefragt, wie geht es denn mit mir weiter? Was ist das, wo Gott mir sieht, wo Jesus zu mir geredet hat? Und was hat es über meinen Dienst und über mein Unterwegssein mit Jesus zu sagen? Und in diesem Sinn ist es eben durchaus ein Adventstext. Etwas, wo man in die Stille kommen und sich überlegen, was ist das, wo Jesus in mein Leben einredet und wie reagiere ich darauf? Der Bibeltext oder auch der erste Abschnitt mit dieser dreifachen Frage, das ist sicher einer der bekannteren Bibelstellen. 3-mal fragt Jesus der Petrus, hast du mich gern? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen dürfen. Jesus redet zu uns und fragt uns, hast du mich gern? Und das ist eine ganz interessante Frage, die wir dann im neuen Jahr in der Kleingruppenkampagne auch noch ein bisschen vertiefen. Um was geht es denn in der Nachfolge von Jesus? 3-mal hat der Petrus gesagt, er kenne Jesus nicht. Das war vorher. 3-mal hat der Petrus gesagt, er kenne Jesus nicht. Er hat sogar geflucht und gesagt, jetzt höre ich auf, ich kenne den Jesus nicht. Jetzt, nach der Auferstehung, fragt ihn Jesus 3-mal, ob er ihn gern hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so, wenn man miteinander redet. Mit den Leuten, die man ganz gern hat. Dann ist es manchmal so, wenn die etwas zu ihm sagen, dann hört man es ein bisschen anders, wenn das die es gemeint hat. Oder man glaubt, dass sie es anders gesehen haben. Zum Beispiel, da kommt der Hinweis, dass es dann noch dreckig ist in der Küche. Und Judith hat das einfach mir sagen, wahrscheinlich, dass sie eine Beziehung aufbauen mit mir. Und ich höre das natürlich selbstverständlich so, dass du hast die Küche wieder nicht geputzt und hast eine Mohrerei oder so. Der kenne ich das. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn jetzt da Jesus so zu Petrus kommt und sagt, hast du mich gern? Mit was für einem Ohr gehört echt der Petrus das? Was ist das, was beim Petrus abläuft? Und eben das Modell, das ich jetzt vorhin ein bisschen angetönt habe, das ist ja das Modell so 4 Ohren. Eben, es geht dort eben um Appell, du solltest jetzt die Küche aufräumen. Oder Beziehung, ja, eben, dass sie mir das sagen und mit mir reden. Vielleicht weiss ich schon nicht, was sagen. Das wäre so die Beziehungsebene. Die Informationsebene wäre, mir ist vielleicht nicht aufgefallen, dass die Küche dreckig ist. Durchaus, ja, das kann es geben, dass ich es nicht sehe, dass sie dreckig ist. Also es könnte einfach eine Information sein. Oder
eben Judith möchte sich selber offenbaren mir gegenüber, also dass ich merke, ihr wäre eine saubere Küche wichtig. Das wäre so die Selbstoffenbarungsebene. Also das sind so die 4 Ohren. Was war das, was der Petrus gehört hat? Ich glaube, auch da könnten wir uns überlegen, ja, wie tönt das? Du hast mich verraten, hast mich jetzt gern. So ein bisschen der Appell. Und jetzt mach das. Oder eben auch die Information. Ich glaube, was da im Zentrum steht, ist nicht, dass jetzt der Petrus soll die Liebe beweisen. Also wenn du mich gerne hast, dann tätest du dein Zimmer aufräumen. Das könnte etwas sein, was man einem Kind sagen kann. Aber ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, oder? Nein, habe ich noch nie gesehen. Aber das könnte man. Man könnte sagen, wenn du mich wirklich gerne hättest, dann würdest du dein Zimmer aufräumen. Und wenn du das nicht machst, hast du mich wahrscheinlich nicht gern. Ja, wenn du mich gern hast, dann würdest du meine Schäfchen hüten. So kann man das lesen. Aber ich glaube, es ist nicht der Fokus. Es ist nicht die Art, wo Jesus mit dem Petrus reden will. Jesus steht an einem Punkt, wo er alles gegeben hat. Es ist nach der Auferstehung. Jesus ist gestorben für den Petrus. Und das, was jetzt hier reinkommt, ist eigentlich die Aussage, schau, du kannst sowieso nichts machen ohne mich. Ich habe alles gegeben. Ich bin gestorben für dich. Ich bin auferstanden. Und jetzt will ich dich handlungsfähig machen. Ich will dich freisetzen. Ich will dich in etwas Neues einführen. Du darfst einen Auftrag machen für mich. Ja, wenn man mit jemandem unterwegs ist und der tut immer mehrfach enttäuschen, dann kommt man vielleicht auch zum Punkt, dass sie jetzt tue ich mit jemandem Angst zusammen arbeiten, nicht mehr mit dem. Aber Jesus kommt zurück zum Petrus und er sagt, los, hier fangen wir etwas Neues an. Du musst den Auftrag nicht aus dir heraus erfüllen, sondern du darfst ihn aus der Beziehung mit Jesus heraus tun. Und dann lesen wir weiter. Und nachher heisst es da, super, wenn du das machst, dann bist du der Superhero oder dann wirst du ein gelingendes Leben haben oder dann wirst du das und das. Nein, dann heisst es nachher, wo du jünger warst, hast du dich selber angelegt, du selber den Gurt zugetan, aber später wird dich den anderen binden. Und eben, er hat hingewiesen auf den Tod, wo der Petrus wird sterben. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Wieso sieht denn da Jesus jetzt das? Wenn wir auch wieder zurückgehen, die frühere Geschichte, dort hat Jesus gesagt, du wirst mich 3-mal verleugnen. Du wirst 3-mal behaupten, du kennst mich nicht. Und es ist auch noch ein anderer Mann, wo Jesus eine Aussage gemacht hat über ihn, nämlich der Judas. Dem hat er gesagt, und du wirst mich verraten. Der Petrus hat Jesus zwar verleugnet, aber er ist wieder zurückgekommen. Eben, sie haben hier zum Morgen gegessen. Und auch hier, heute am Morgen, haben wir auf dem Tisch einen Morgentisch. Darum hat es heute beim Morgen bei uns keine Zöpfe gegeben. Das wüsstet ihr jetzt so, weil die Zöpfe eben da waren. Können wir sie dann zum Nachtessen. Ausser ihr hättet Lust an diesen Zöpfen. Fies. Was? Aha, du hast dich noch gefragt, wo denn die Zöpfen ist. Ja. Genau, jetzt hätten wir einmal das Rätsel abgelöst. Aber eben, der Petrus ist nicht bei dem Punkt geblieben stehen, wo er gesehen hat, das ist fies, dass ich jetzt da keine Zöpfe bekomme, sondern er ist zurückgekommen. Er hat sich von Jesus wieder einladen, an den Tisch herzuhocken. Der Judas ist vom Tisch fort und nicht mehr
zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, dass jemand sagt, ich habe jetzt lang genug den Dienst gemacht, jetzt soll ich erst die Jungen. Ja, das ist super. Aber ich frage mich dann, was hinter dieser Aussage steht. Ja, wieso sage ich das jetzt in diesem Zusammenhang? Was ist die Motivation, die Jesus hat, wenn er am Petrus sieht, dass er ein Märtyrertod wird sterben? Dort hat es eben nichts drin, wo sagt, ja, jetzt soll ich mal die Jungen, ich habe jetzt fertig gemacht, ich will jetzt ein bisschen mich zur Ruhe setzen, ich will es noch ein bisschen gäbig haben. Der Petrus hat Jesus aus Angst heraus verleugnet. Er hat Angst gehabt, dass er auch in den Trubel kommen könnte, dass er auch verurteilt werden könnte, dass sie sagen, ja, du gehörst schon zu dem Jesus, dann tun wir dich auch noch gerade herrichten. Und am Schluss vom Lebens steht er da als Felsen, der treu war. Man könnte also den Hinweis auf seinen Tod auch ganz anders deuten. Dass er eben treu bleibt, bis am Schluss. Und ich habe vorhin so die prophetischen Worte angetönt über den Judas, über den Petrus. Was heisst, ihr werdet scheitern. Hier kommt ganz ein anderes prophetisches Wort von Jesus, wo er sagt, und du wirst treu sein. Bis am Schluss. Bis fertig. Ich glaube, es ist eine geistliche Sache, wenn wir die Verantwortung immer wieder auch abgeben können. Und ich glaube, wenn man auf grosse Werke schaut, in der Kirchengeschichte, dann tut immer das manchmal weh, wenn man sieht, das hat so gut angefangen, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, der Gründer hat es irgendwie nicht geschafft, die Verantwortung abzugeben. Aber ich glaube, es heisst nicht einfach Ruhestand. Es heisst nicht einfach zurückbleiben, sondern es heisst, dass wir etwas anderes annehmen dürfen. Gott hat für uns immer wieder eine neue Aufgabe. Und wenn wir etwas nicht lesen in diesem Buch, dann ist es von Pensionierung oder Ruhestand. Kein einziger lese ich da drin, der AHV bezogen hätte oder wo irgendwie, was heisst, eben, er hat jetzt nichts mehr gemacht. Es geht immer weiter. Im Reich Gottes gibt es keinen Ruhestand. Es gibt immer wieder verändernde Aufgaben, wo wir etwas weitergeben dürfen. Das ist ein geistliches Prinzip, aber wo wir auch immer wieder etwas bekommen dürfen. Und über allem innen steht die Prophetie von Jesus, wo er in Matthäus 8,11 sieht. Und es werden kommen von Osten und Westen viele und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Das soll unsere Sehnsucht sein. Auf das sollen wir herschaffen. Und das bedeutet, dass wir probieren, Leute mitzunehmen, dass wir einladen dürfen, dass wir dranbleiben. Und welches Zeugnis oder welche Aussage, wo Jesus da über den Petrus ausspricht, du bist treu, du wirst dranbleiben bis am Schluss. Was mir in diesem Abspann von dem Johannesevangelium so gefällt, ist, wie ehrlich das der Johannes ist. Es ist nicht einfach nur ein heroisches Schlusswort, ein heroisches, schönes PS, was mir noch in den Sinn kommt, sondern es kommen irgendwie nochmal so Spannungen auf, es kommt Zweifel auf, es sind Fragen, die im Raum bleiben stehen. Aber was wir hier dürfen sagen, ist, niemand ist ein Opfer von seiner Vergangenheit. Niemand hier in dieser Geschichte ist ein Opfer von seiner Vergangenheit. Weder der Judas noch der Petrus, der hier erwähnt wird, und der Johannes nicht. Wir sind nicht Opfer von der Vergangenheit. Das dürfen wir auch für unser Leben nehmen. Es läuft in unserem Leben Sachen nicht so, wie wir es geplant haben. Es gibt Leute, die einen Einfluss auf unser Leben haben, die vielleicht
Auswirkungen hat auf irgendwie Bildung oder irgendetwas. Hätte ich einen anderen Lehrer gehabt, dann hätte es vielleicht auch noch etwas anderes gegeben als mir. Ja, das ist so, aber wir sind deswegen nicht Opfer von unserer Vergangenheit, sondern wir dürfen in die Zukunft hineingehen. Und wir sind auch nicht Opfer von der Zukunft. Auch wenn Jesus jetzt hier sagt, du wirst einen schwierigen Tod haben. Wir sind nicht Opfer von der Zukunft. Jedes von uns hat einen Plan, den Gott für uns parat hat. Und wir dürfen in dem hinein gehen. Aber wir sind auch nicht Opfer von diesem Plan. Wir dürfen auch mal fragen, ja, was ist denn mit dem? Was ist denn mit diesem? Aber wir dürfen uns nicht von dieser Frage blockieren oder lähmen. Der Johannes schreibt das hier auf. Ja, der Petrus hat mir gegenüber die Frage gehabt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er beim Schreiben von diesem Text sich hat überlegt, ja, was ist denn mit mir? Was hätte das mit mir gemacht? Ich merke persönlich, wenn die Frage nach dem anderen, was mit dem ist, oder was der hat gemacht in mein Leben hinein, das hindert mich daran, meinen eigenen Weg zu gehen in der Nachfolge. Jeder ist eingeladen, jedes ist eingeladen, sich auf einen Weg vom Abenteuer Nachfolge einzulassen. Vieles ist eben nicht aufgeschrieben da in diesem Johannesevangelium oder überhaupt in der Bibel, überhaupt im Neuen Testament. Er sieht es gibt am Schluss noch ganz vieles, was ungesehen ist. Wäre es denn besser? Hätten wir es noch ein bisschen genauer gewusst? Warum haben sie da nicht genauer geschrieben zu der Kindheit zum Beispiel? Habe ich mir auch schon überlegt. Da steht einzig, dass er mit 12 in Tempo ist gegangen und er im Tempo ist geblieben und die Eltern Angst gehabt. Aber sonst steht gar nicht viel von Jesus Kindheit. Wie ist denn das, wenn man Kind ist? Wie war Jesus Kind gewesen? Etc. Oder auch eben das Alter, wo er ist älter geworden. Was ist denn das bei 30, 35? Das lesen wir wieder in der Bibel. Aber so viel wird nicht geschildert. Ich glaube, es geht eben nicht darum, zu sagen, es ist so und genau so ist das Muster, wie wir Jesus folgen sollen, sondern Jesus hat für jedes einen eigenen Weg parat. Und jedes darf mit Jesus unterwegs sein. Jedes darf mit Jesus im Austausch sein und ihn noch immer fragen, was ist der Weg, den du für mich parat hast. Jesus geht der Weg mit dem Einzelnen. Ein Petrus, der den Märtyrertod sterben musste, ein Johannes, der ein alter Mann ist geworden. Jeder Mensch ist anders unterwegs mit Gott. Und hier kommt jetzt wieder das, dass wir eben uns Zeit nehmen dürfen. Wir dürfen mit Jesus an den Tisch hocken, im übertragenen Sinn, aber wir dürfen ja ganz im Praktischen uns auch bewusst werden, dass Jesus ja uns der Heilige Geist schenken will. Der mit uns unterwegs ist, der uns begleitet, der uns immer wieder an den Tisch einlädt und der uns versorgt. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich das noch mehr entdecken darf, das Abenteuer Nachfolge. Und ich wünsche es auch für uns, für jedes von uns. Aus der Liebesbeziehung zu Jesus Christus werden wir in einen Auftrag gerufen, der eine ewige Perspektive hat. Und in diesem Auftrag dürfen wir in der Nachfolge stehen. Amen.